Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem Battlefield 3 Match. Mit dabei ist der Clanky. Wir sind hier auf der Karte... wo sind wir? Oh, Damavand Peak? Ja, stimmt, Dammerwand. Ha, das weiß ich als seltener BF irgendwas. Ja, Dings. sehr gut, ja, Ja, sehr gut. weiter. Ja. Und heute mal eine schöne, gechillte Runde. Ja, wir wollen ja chillen. Und... ja, ist es nicht schön, hey. Du magst doch Battlefield 3, oder? Ja, früher Battlefield 3 immer gehasst, aber Ja. mittlerweile, ich weiß nicht, es ist... Wir haben ja gesagt in der letzten Aufnahme, dass wir mal wieder vermehrt auf das Battlefield 3 Thema eingehen wollen und das werden wir jetzt auf jeden Fall mal richtig durchziehen und ich habe da auch direkt einen neuen Vorschlag, den wir demnächst machen werden. Ach, Wir werden mal wieder Rush spielen, würde ich sagen. Ja. Also, Rush ist etwas, was ich schon lange nicht mehr so gezockt habe und nicht mehr so drauf habe, aber ich denke mal, dass wir da zu zweit, wir sind ja diese Objective Freaks und haben da alles drauf, dass wir da zu zweit ordentlich was raushauen können. ja, ich finde Rush super, ey. Das gefällt mir voll. Oder auch Squad-Dinge hier machen, hey. Alles schöne Sachen. Ja, im Team ist es schön, ja. Das macht echt Spaß, also. Ja, schon. Hast du schon von den Spielen gehört, die so interaktiv sind? Es gibt doch ein Spiel, das auf eine Fernsehsendung Einfluss nimmt, oder? Ein Spiel, das auf eine Fernsehsendung Einfluss nimmt. Kennst du dich da aus mit dem Spiel? Nee, leider Schade. nicht. Okay, dann haben wir was anderes. Oh, das sind 5 Gegner, das ist aber toll. Und keiner treffe ich. Ja, wunderbar. Ja, meine Fresse. Ja, na egal, ne? Ja, wäre auch cool, wenn Battlefield 3 aufs echte Leben Einfluss nimmt. Ja, nee, weiß nicht. Ja, wäre scheiße, ja. Es ist ja dieses Kriegsgespiel, ich meine, ich brauche das im echten Leben nicht unbedingt. Ich muss nicht im echten Leben mit einer Waffe über Schlachtfeld rennen und irgendwelche Menschen töten. Ja. Mir reicht's, wenn ich ein paar Pixel töten kann. Ja, Vor allem, ich kann so viele töten, wie ich will. Ich habe kein schlechtes Gewissen. ja, das ist cool. Weil dadurch schadet man den Leuten nicht körperlich. Okay, manchen Leuten schadet man schon körperlich, wenn die so schlecht sind, dass sie ausrasten und sich selbst was antun. Aber Ja. das bereitet mir dann auch kein schlechtes Gewissen mehr. Ja. Was spielen wir ja eigentlich gerade für einen Modus? Wir spielen Team Deathmatch, ja. Nee, aber ich finde, ey, so ein schönes Spiel. Ich mag Battlefield, ja. Das ist mal was anderes. Irgendwie ist es immer noch was anderes. COD, ja gut, kann man auch lange spielen, MW2 zum Beispiel, aber Battlefield 3 seit einem Jahr, es ist nicht langweilig. Nee, also ich habe es in letzter Zeit auch seltener gespielt, aber Ja. da könnt ihr euch freuen, da wird der Zielgiebel mit mir zusammen auf jeden Fall wieder ordentlich was raushauen. Ja, nee, aber es auch echt super schön ist. Also, ey, ich könnte echt den ganzen Tag Battlefield 3 zocken. Hey, es ist, gut, einen halben Tag vielleicht, aber es ist einfach wunderschön. Hey. Ich habe da nichts auszusetzen. Es ist abwechslungsreich, ja. Man gewöhnt sich halt nicht dran, weil ich weiß nicht, warum, ja. Vielleicht, weil man Sachen zerstören kann, schön oder keine Ahnung. Ich finde es einfach echt super doll. Ja, Ich habe heute noch in einem Kommentar darüber gesprochen, wenn man sich an einer Waffe überzockt. ja, Und bei Battlefield kann man das ja auch irgendwie so sagen, wie ist das, wenn man sich an einem Spiel überzockt? Weil Ja. wenn man zu lange Black Ops 2 zockt, so wie wir, dann macht es irgendwo auch keinen Bock mehr. Und ich habe das festgestellt, am Anfang jeden Tag immer 2 Videos Black Ops 2 oder auf jeden Fall nur Black Ops 2 rausgehauen pro Tag, vielleicht auch mal nur ein Video, aber Ja. irgendwann habe ich mir gedacht, boah, Spiel, das ist der größte Müll. Dann weggetan und irgendwann nach einem Monat oder 2 Monaten mal wieder auf Black Ops 2 gegangen und dann, ja, es ist nach wie vor scheiße, aber du kannst es wenigstens mal wieder spielen. ja. Ja, na gut, ich habe jetzt nicht so viel Black Ops 2. Ich hab's gezockt, 6 Stunden, dann war ich fertig damit. Aber trotzdem, ja, Auszeiten sind schon, man kann sich auf jeden Fall überzocken, ja. MW2 dauert halt länger, oder Spiele, wo man mag, dauert länger zum Überzocken, aber ja, auf jeden Fall, ja. Ja, wie mit dem Essen, wenn man was zu oft isst, dann hat man auch keine Lust mehr drauf. Ja, jeden Tag das gleiche Essen ist langweilig. Ja, das stimmt, das ist Monotonie. Ja, genau. Und wir Menschen mögen keine monotonen Sachen, Ja. wir Menschen mögen Abwechslung. Ja, so ist es. Und ich find's auch cool, ich weiß es nicht, ja, weil zum Beispiel, ich mag das Spiel Special Team Forces X, kennst du das? Habe ich was von gehört, Ja. aber noch nichts zu gesehen. Also Sehr schön, ja. Das ist so ein Comic-Look, Gears of War mäßig, also Third Person ist es, nicht Third Person ist es. Third. Third. Und das finde ich richtig super, wo ich sagen muss, aber Gears of War gefällt mir irgendwie gar nicht. Gears of War ist ja das auch mit der Third Person.
Aber halt, ich weiß nicht, mir gefällt es nicht, Gears of War. Ich hab's probiert, aber ich kann nicht mal die Story durchzocken, hey. Also ich bin generell kein Third-Person-Fan. Ja. Ich weiß nicht, also so Third-Person, das ist... Ich habe damals mal so ein kleines Duel gemacht. Nicht ein Duel, ein kleiner Montage, so in MW2. Ja. Und da... War das MW2 oder MW3? Ich weiß es nicht mehr, oh Gott. MW3 war es, glaube ich, da gab es ja externe Ansicht im Modus. Ja. Oder MW2. MW2 war es, so, jetzt reicht's. Ja. Oder MW3. Ich habe keine Ahnung. Es gab den Modus externe Ansicht und da habe ich dann auch mal so einen Quickscope-Kill da drin gemacht. Also so fürs Quickscopen fand ich es mal immer ganz lustig, so, wenn man so auf Third-Person-Ansicht geht. Aber generell, das ist gar nichts für mich. Also ich brauche das immer so aus der ersten Person, nicht immer hinter einer Person gucken. Ich meine, bei GTA ist das so eine Sache, da geht das auch noch klar, aber so ein GTA aus der Ego-Perspektive, Ja. ich weiß nicht, würde ich auch nicht schlecht finden, also kann man mal ausprobieren. Aber Saints Row 3, Saints Row the Third, würde ich sagen, geht ja aus der Ego-Perspektive. ja Spontan. gut, Saints Row kann ich nicht so viel zu sagen. Ich meine, ich habe damals mal irgendwie in Saints Row gespielt und Ja. boah, ich bin so scheiße. Und ab das, keine Ahnung, ich war in Saints Row voll schlecht und Ja. irgendwie hat mir das Spiel dann nicht so gefallen und ja, im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, dass ich das Spiel dann weggemacht habe und das bis heute auch nicht mehr angerührt habe. Von daher kann ich da auch ehrlich keine Meinung zu sagen. Also bevor ich sage, es ist scheiße, ich habe da keine richtige Meinung zu. Ja. Ja, ist ja auch nicht schlimm, ne? Aber, sowas zum Beispiel. Ja. Wo ich echt Angst habe. Wo ich echt Angst habe, ist, dass Rockstar Games sagt, nö, wir bringen keinen GTA 5 für PC raus. Gibt's nicht. Naja, Früher- irgendwann. Ja, okay, ja, du. Früher haben sie ja immer so... Es kam dieser Konsolen-Hype und Ja. dann kam es aber doch raus, haben sie es doch relativ früh angekündigt, haben gesagt, okay, das wird es doch für PC geben, allerdings 6 Monate später. Über das Thema haben wir aber allerdings schon gesprochen. Es geht jetzt darum, dass es ja bei Red Dead Redemption so war, als ich das auf PlayStation 3 hatte. Oh, ich habe dieses Spiel geliebt. Ich habe Das das war geil. Multiplayer, Singleplayer, alles durch und das war so geil, das Spiel. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Also Red Dead Redemption, das ist, wer das nicht gespielt hat von euch, der hat echt was verpasst. Also storytechnisch, Singleplayer, Multiplayer, absolutes Muss. Ja. Auch von der Atmosphäre, Kartengröße, perfekt. Also eines der besten Spiele von Rockstar Games, sage ich heute immer noch. Jedenfalls hat Rockstar Games da auch gesagt, nee, das bringen wir nicht für PC. Obwohl es auf PC noch mehr Sinn gemacht hätte, weil die Karte riesengroß war und gerade dieser Western-Style mit so einem... Western-Style klingt wie Chips. Mit einer besseren Grafik und so, das wäre einfach richtig genial geworden, aber nun gut, es kam nicht dazu, kann man jetzt auch nichts weiter machen und Rockstar Games wird das auch sehr wahrscheinlich nicht rausbringen für PC. Ja. Aber nun gut, ich kann mit leben, von daher... Ja. Ist jetzt ich hab's ja auf PS3, deswegen stört's mich nicht. Aber würde mich schon stören, wenn ich es nicht hätte, weil es echt ein super Spiel ist. Ich würde es nicht gerne missen, ja. Und GTA 4, GTA 5, ich denke, dass es mal auf... haben die das gesagt, dass es nicht auf PC kommt, oder was? Es gibt Spekulationen, Ach genauso so. wie es bei GTA 4 Spekulationen gab, wo zum Beispiel beim Publisher Take-Two so ein paar Sachen dann rauskamen, wo auf einmal da aus Versehen geschrieben wurde, dass das Spiel für Xbox 360, PS3 und PC rauskommt, obwohl Rockstar Games das offiziell noch gar nicht angekündigt hat. Ah, schön. Mittlerweile, klar, die Gerüchteküche, die ist da immer so am Kochen, wie man sagt, aber Ja. es gibt so ein paar Hinweise drauf. Ja. Wenn große Seller wie Amazon und so das Ganze schon in ihren Produktkatalog auflisten und schon sagen, du kannst dich hier eintragen und wenn es dann verfügbar ist, dann kriegst du eine E-Mail. Ja. Dann kann man schon davon ausgehen, dass es eventuell so in die Richtung geht. Wobei Amazon natürlich nicht gleich Rockstar Games ist, von daher muss man da natürlich dann auch wieder gucken. Also das sind alles im Moment nur Gerüchte und solange da nichts Offizielles ist, können da so viele Leute was behaupten. Selbst wenn es irgendwo einen Leak gäbe oder sonst irgendwas, man muss da wirklich gucken. Ja. Kann auch viel Also- falsch sein. Es gab ja, ich glaube, ein paar Monate nach GTA 4 gab es schon den GTA 5 Leak, was eigentlich bloß eine Demo war von irgendeinem Spiel oder von irgendeiner Ja. Ding, ja. Ja. Das kannte ich auch. Das war auf YouTube so ein Video, wo Ja, ich genau. gesagt habe, gut, dass du das nicht angeklickt hast. Also ich habe da von Freunden was gehört, Ja. dass das eigentlich nur ein totales Bullshit-Video war und dann habe ich es Ja. auch gelassen. Ja, die Grafik war sogar schön, aber ja. Da hatte ich Und- einer wiedererkannt.
Ja? Der KR3NK3R. Ah, der Kranker anscheinend. Ja, der Kranker, genau. Ja, ja, schön Kranker. Hallo Kranker. Du musst Hallo sagen, er hat ja dich gemeint. Ja, Er hat ja dich gerade- angesprochen und ja gut. Gerade So, jetzt fühlt er sich geschrieben. angesprochen, jetzt hast du die Community wieder Ja. gestillt und happy gemacht. Gestillt, ja. Also ich glaube, ich will mich da nicht festlegen, aber ich bin der Überzeugung, dass Ja. GTA 5 für PC rauskommen wird. Ja, ich denke auch, weil erstmal die Grafik wäre da saugeil, was überhaupt nichts damit zu tun hat und so, aber es wäre einfach cool, ja, GTA 5 auf PC. Ich denke, es kommt früher oder später raus. Wäre schade, wenn es nicht kommt, aber mein Gott, muss ja nicht, ne? Ja, Also für mich ich jetzt mein, okay, persönlich jetzt, das war du hast jetzt... eine Konsole, du Ja, kannst es ja deswegen. zocken. Bei dir ist eigentlich nur der Grafikunterschied. Bei mir ist da ein bisschen mehr dran, weil Ja. ich im Moment noch am Überlegen bin, wie es mit Next Generation Konsolen aussieht. Da können wir und, mal nächstes Mal ausführlich drüber sprechen. Das ist interessant, da habe ich ein paar Sachen. Das ist schön. Weil ich habe jetzt Konsolen, ich kann es zocken, das ist mir egal. Menschen, die keine Konsole haben, sich keine kaufen wollen, bloß wegen GTA 5, ist auch verständlich. Die sagen ja nicht, ich kaufe mir jetzt bloß für ein Spiel eine Konsole, ist ja voll dumm. Ja. Die kotzt das ja richtig an, hey. Ja. Ist Ja, ja da logisch. können wir demnächst drüber sprechen, bevor Ja. wir das Thema jetzt anschneiden. Guter Einwand, schreib's dir am besten auf, sonst vergessen wir das bei unserer Intelligenz. Ja. Nein, du bist natürlich schlau, aber Ich vergesse immer alles, ja. Ja. ja gut, dann sind es wohl beide nicht. Ja. Ja, weißt du, wie lange wir schon aufnehmen? Es ist ja jedes Mal das Problem bei Battlefield, dass ich nicht weiß, wie lange wir aufnehmen. Also in Call of Duty, da hast du so bei Team Deathmatch kannst du immer so sagen, kannst immer so einschätzen zwischen 6 und 9 Minuten und bei einem Ja. Herrschaftsmatch zwischen 8 und 14 Minuten. Und Ja. bei Battlefield, Ja. ich meine mit den High-Tickets hier, wir sind schon wieder auf irgendeinem Server, ich meine, ich kann das gerade nicht so gut lesen hier alles, aber Ja. wir sind glaube ich gerade wieder auf einem hohen High-Ticket-Server. Ja, gut, 200 geht jetzt, muss Ja, ich sagen. trotzdem, das ist schon eine gewisse Länge auf so einer Karte. Und Ja, ich könnte man ja wie noch lange- fertig machen. Und ja, ich denke, wir gewinnen. Ja, wir haben gut ein paar Punkte vorher. Können wir gewinnen, schön, ja. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall noch fertig. Ja, Und weil zum Beispiel, wo ich gerade gesagt habe, ich will mir jetzt nicht wegen einer Konsole ein Spiel kaufen, wäre voll dumm. Zum Beispiel, ich habe was herausgefunden. Es gibt Spiele, das heißt, ich glaube Dead Corpse oder so, also tote Leiche oder toter Leichen-Scheißding. Das wurde dekliniert, also wurde gesagt, ja, da ist voll gruselig und da hat man voll Angst und so. Da dachte ich mir, hey, geil, perfekt. Ja, wunderbar. Dann kommt's, ja, das ist für PSP. Scheiße. oh, klasse. Ich habe zwar eine PSP, was ja auch Ding, ja, aber muss ich halt nicht haben, ne, weil da muss ich mir das Spiel nicht kaufen. Für 60 Euro ein PSP-Spiel würde ich mir nie kaufen. Boah, das ist aber... Ja, viel zu teuer, finde ich. Für ein PSP-Spiel ist das aber schon Ja. richtig happig. Also 60 Euro, da kriegst du ja schon fast ein neues Spiel für PlayStation 3 oder so. Ja, eben, hey, das ist ein PlayStation 3-Spiel, ja. Also das finde ich schon ein bisschen zu krass für ein PSP-Spiel. Oder ich habe ja auch einen Nintendo DS. Den hatte ich auch mal, dann Ja. habe ich ihn aber verkauft. Ja. Und ich habe da auch ein paar normale Spiele, halt so Gehirnspiele und so einen Schmarrn, wo man halt so zwischendurch mal spielt. Aber ich würde für die Ach, auch ja, nicht ja. 60 Euro ausgeben, ey. Wäre Von viel dem zu berühmten teuer. Doktor, ne? Ja, ja, Dr. Kawashimas Scheißdreck. Genau. Ja, Ja, das kenne ich auch noch. Das habe ich früher auch mal gespielt. ja, das ist schön, ja. So zwischendurch, das ist cool. Hattest du mal so ein Hirn-IQ von 20? Das war ja der beste IQ. Hattest du das mal? Nee, Ich immer. Ich hatte am Anfang auch, habe ich so 40, 30 und Ja. dann 28 und einmal, da habe ich im Test so gut abgeschnitten. ja. Zack, 20er IQ. Ich so, boah, damit habe ich mich voll cool gefühlt. Erstmal zu meinen Freunden gegangen, weil damals, das war ja noch so Nintendo DS-Zeit, Handheld-Konsolen kamen da gerade erst raus. Ja. Handheld oder wie auch immer ihr das nennt. Und dann erstmal zu meinen Freunden gegangen, ey Leute, guck mal, ihr habt einen 20er IQ bei Dr. Kawashima gehabt. Bei dem Spiel habe ich übrigens auch das kaufmännische Und gelernt. Aha. Das Okay. konnte ich nicht. Das ist ja dieses, jetzt guck mal alle auf die Tastatur und guck mal auf die Taste 6. Ja. Da ist ein komisch geschweiftes Gerät, das nennt man kaufmännisches Und. Ja. Und das habe ich durch Dr. Kawashima gelernt, wie man das zeichnet. Aha. Weil da gibt es so ein Spiel, da wird ein Symbol abgeblendet und man soll das nachzeichnen ganz schnell oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe keine Ahnung, irgendwas sollte man da machen. Und das hieß auf Russisch gerade, dass wir gewonnen haben. Ich lerne gerade Russisch, ja.
Ja. Und ja, durch so Spiele lernt man eben nicht nur was für den Kopf, so da schneller zu werden, sondern man lernt vielleicht auch mal so andere Sachen. Ja. Wie zum Beispiel das kaufmännische und. Ja. Oder Ah. das Müh-Zeichen, ja? Die M-Taste, Alt, Groß, M. Stimmt, genau. Ja, Müh. Auch sehr schön. Brauche ich Für auch für Mikro. Russisch. Ja, ist auch, Ja. ja. Oder genau. für Mikro. Ja, genau. Ja, 10 hoch genau. minus 6, meine Freunde. Biologie braucht man das auch sehr gut, ja. Genau, aber ist ja nicht so wild. Oder halt Mathematik, ja. Oder Prozesstechnik. Ja, stimmt. Aber wir gehen da jetzt mal nicht Ja. weiter drauf ein. Ja, ich glaube, das reicht. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Und Ja. ja, der Zinkel formuliert mal wieder die Kommentarfrage. Mach schnell, bevor die Runde neu beginnt, weil Was habt ihr gerade für Socken an? Gemischt oder gleich? Tschüss.